Herr Präsident, Herr Staatsminister, die Damen an die Herren, Martin Hansen hat gestern als Sprecherin von der CSV Positionen von der CSV zu sämtlichen Politikbereichen an diesem Etat de la Nation durchgelöst. Sie hat das auf einen exzellenten Erderweis gemerkt, an dem sie auf einerseits Fanger und Wonnen an die politisch Wonnen gelöst haben, wo wir der Meinung sind als christliche Sozialvolkspartei, wo politisch Kritik übrig ist. Aber sie hat gerade so am Namen von unserer Fraktion auf ganz viele Punkte Eisvierschläge durchgelöst. An die Phrasendrescherei, was sind dann die Alternativen von der CSV? Ich meine, die gehen immer mehr fehl unter Platz. Nach der Budgetpräsentation gestern Morgen von der Madame Finanzministerin Juriko Backes, dem am Namen von unserer Fraktion für ihren Stirbfall an ihrer Familie als herzlich Beileid ausdrücken, die auch entschuldigt ist, weil sie für die Regierung auf Auslandsreise ist. Nur der Intervention, und noch nur einzelne Interventionen, die gestern an heute Morgen gemerkt haben, will ich aber am Namen von unserer Fraktion auf Finanzlehre vom Staat kurz angehen. Es ist ganz klar, als Fraktion als schockiert über den Zustand von unseren öffentlichen Finanzen. Ein Defizit, ich wiederhole, ein Defizit auf EU von 2,8 Milliarden Euro. 2,8 Milliarden Euro bei gleichzeitigem Plus von Lohnsteuer von plus 900 Millionen Euro allein op EU von 2022 auf 2023 eng Staatsschuld a Fakten zielen von 11 Milliarden Euro 2014 op below 22 Milliarden Euro 2023 eng Verdubelung a Manner wie 10 Joer I volle Fair. Gleit, die Damen und Herren, als Matbiergerinnen und Matbierger bezahlen immer mehr Steuern an den Staat, kriegt nach Well, denner nicht bei ihnen. Das ist, die Damen und Herren, das Resultat von der viel ungekündigten kopernikanischen Finanzrevolution von Bloret Green. Wir machen alles Ernstes und alles besser. Das ist das Resultat, die Damen und Herren, von Manner Mei von Bloret Green. Das ist das Resultat, die Damen und Herren, von dem großen Fensteroprampen von Blo-Rot Green an Einzel sozialistisch Koryphären, die de Mie von der CSV wollten rausholen, die hun an der Zwischenzeit bei den Russen Fenstern op an Donorem zougemerk. Das ist das Resultat, die Damen und Herren, von 10 Jahren verfehlter Finanzpolitik von Blo-Rot Green. Gestern sagt Madame Finanzminister, das an alle Medien zu lesen, mat eis gëtt kein finanzpolitischen Harakiri an dofir macht man kein Steuererleichterungen fir d Leiit. Die Damen und Herren, de finanzpolitischen Harakiri vun dem Lützebauer Staatshaushalt, den as längst geschieht. Diesen Etat de la Nation, die Damen und Herren, as dofir kein Antwort op die legitim Surgen vun de Leiit bei eis am Land. Die Leiit kreien denner en vum Mond net mit ze summen. Die Leute brauchen mehr Suen für Zinsen auf ihre Prämien zu bezahlen, gerade lo. Die Leute brauchen Suen für die Caddy am Supermarché zu bezahlen, gerade lo. Die Leute brauchen Suen für zu heizen, für den Sprit zu bezahlen, eine Tankfüllung mittlerweile auch mit einem kleinen Tank über 100 Euro keier. Die Leute brauchen Suen für über die Wand zu kommen, gerade lo. Weil die Leute, die Damen und Herren, können nicht wie der Staat. Hier Schulden op die nächsten Generationen von ihre Kanner a Kanzkanner vertesseln. Die Leute brauchen an dieser Krise Mannersteuern an nicht nach Meisteuern. Das ist aber das, was gerade lo geschieht. Die Leute kriegen durch Steuern immer mehr Suen aus der Tasche gezogen, an der Staat kriegt trotzdem denn nicht zu summen, der Staat mischt gleichzeitig immer mehr Schulden. Und das ist an Eisen an e fundamentalen politischen
aber auch sozialen und ökonomische Fehler, ja, dürfen als Politik auch zuständig für die Leute nicht finanziell zu entlasten. Und das kein einfaches Problem du Moment. Das ist ein fundamentales Strukturproblem an dem System. An den as für die Triechdraus zu sagen, hausgemäß. An die könnt nicht von Haut op Mur. Schuld als eng verfehlte Finanzpolitik über die letzten 10 Jahre. Für zu verdeutlichen 11 Milliarden Euro Schuld 2014, 22 Milliarden Euro Schuld 2023. Aber für das zu verdeutlichen, es gibt ja oft immer der Vergleich mit dem Ausland gemacht. An der Eurozone, alles statistisch notzulesen, du als 2016 und 2021 Schuld an der Eurozone, als die 5 Basispunkten an die Luft gehen. An Deutschland, als Schuld vom deutschen Staat, als die zwischen 2016 und 2019 im Ganzen 0,3 Basispunkten an die Luft gehen. Und zu Lützeburg, die Damen und die Herren, du hast Schuld 2016 bis 2021, also an denen fette Jahren, im Ganzen 24% geklommen. Es ist einfach verpasst gehen, an denen fette Jahren den berühmten Apple für den Dusch auf die Seite zu legen, und dafür steht ein Lotland finanziell am Reck wieder der Mauer. Für Land und Leid, die Damen und die Herren, als das immer mehr Steuern an die Schulden von Haut, das sind Steuern von Mur. Und das politische Fehler berappen die Leute dürbel. Und gerade die zukünftigen Generationen, die Damen und die Herren, über die Heibannen richtigerweise so viel geschwärzt wird, gerade die sind, die müssen an Zukunft die Rechnung davon bezahlen. Das ist die Generation, es sind Eiskanner, es sind Kanzkanner, die müssen für die permanenten Defizite von dem Staat über die letzten Jahre den Kopf herno durchhalten. Defizite vom Staat. 2020 3,1 Milliarden Euro. Defizit 2021 400 Millionen Euro. Defizit 2022 1,3 Milliarden Euro. Defizit geschert 2023 2,8 Milliarden Euro. Und dann mit tausende Beamte get Jahre pluriannuelle Plan viergerechnet. 2024, also am Manner, wie an 1,5 Jahr Defizit geschert 1,9 Milliarden Euro. 2025, die nächsten 2 Jahre, 1,8 Milliarden Euro. 2026, 1,5 Milliarden Euro. Zusammen zwischen 20 und 26 mischt dat weiter Schulden von 13 Milliarden Euro. Und das muss die nächste Generation stemmen. Und etwas, wo nicht viel darüber geschwärzt wird, ich weiß auch für Wert. Wir machen den Leuten keine Angst, wir müssen einfach heim zur Realität am Ernst haben. Das ist Sécurité Soziale. Hier geht auch dadurch die öffentlichen Finanzen verschönert, weil jeder Verein weiß hier am Land, dass der Staat große Defizite mischt, dass die Defizite aber an die gesamtöffentlichen Finanzen verschönert gehen. Aber über den Überschuss an die Sozialversicherung. Weil wir ein gutes Sozialsystem haben, richtigerweise. Aber wir sollen noch gucken, dass man das gute Sozialsystem, das breit durch die Gesellschaft geht, dass wir den auch erhalten. Den aus in verschiedene Koalitionen. Auch wo CSV mal Chance hat. Zusammen mit den sozialistischen Kollegen, zusammen mit den Kollegen von der DP, als immer ganz subtil drauf durchgehen, für das Equiliber zu erhalten. Wir müssen aber die Realität, muss man gucken, und wenn der guckt, zählen, ob die nächsten Jahren, dann hast den Überschuss bei der Sécurité Soziale, geht den an 3 Jahren, geht den von 1 Milliarde Euro Überschuss auf 680 Millionen Euro zurück. Guckt den die blank zählen, als das ein Offenbarungseid findet so eine Failliterklärung von dem öffentlichen Finanzsystem.
Nach nie wär Schuld, die öffentliche Schuld hier am Land so hoch, 22 Milliarden Euro, nach nie wird Belastung, die steuerliche Belastung von den Leuten über die letzten 25 Jahre so hoch wie nie. Fakten so nicht. Lohnsteuer 2021 4,8 Milliarden Euro. 4,8 Milliarden Euro, die Damen an die Herren und die schaffenden Leute hier am Land und Lohnsteuer bezahlt. Nicht mehr Lohnsteuer. Du hast nach der Kommenssteuer das ganz. Best das jetzt, der ist noch gar nicht dabei. 2022 5,2 Milliarden Euro. 2023, nur hält ihr gut 6,1 Milliarden Euro. 6,1 Milliarden Euro, das ist plus von 900 Millionen Euro mehr Lohnsteuer. Und ich erinnere mich, gestern sagt Madame Backes auf dieser Platz, sie gehen kein Harakiri mit den öffentlichen Finanzen machen. Aber sie kriegt mit 900 Millionen Euro mehr Lohnsteuer. Kriegt sie nach 50% mehr wie eng Indexberengung vun der Steuertabelle, wo all Mënsch ging davon profitieren, a wo in dat och nach ken selektiv strecken, wie man dat an Eisensteuermodell 4 gesinn, nämlich den Ergangsmontant vun de Steuern op 15.000 Euro an Blut sitzen, dat wir fir die Leute, die an der Steuerklasse wie automatisch 30.000 Euro, die 30.000 Euro wäre steuerfrei. Zweitens, Inflationsberengung vun de Steuertranchen, die mir bret mischt, an so grad so klar, dass man Uwen eng Steuertranche vu 45% für Verdingster zum Beispiel ab 500.000 Euro beilegen. Kächtepunkt 600 Millionen Euro fir Madame Finanzministerisch finanzpolitischen Harakiri. Zweitens, die Damen und Herren, eng Finanzpolitik vun eitlen Versprechen. 2019 wollte der Staatsminister de Problem nach Ugoen als engem Etat de la Nation. An he sot zur Steuerpolitik, mir sinn am Gang, ich zitiere den Herrn Staatsminister Büttel, und enger tiefgreifender Reform zu schaffen. Iwer de Weh vun de Steuern hummeren Herwel fir een Abfluss darüber zu holen, wie d Land sich soll weiterentwickeln, wie als Ökonomie, me och den Alltag vun de Menschen, die zu Lützeburg ihren Alltag verbringen, an der Zukunft ausgeseit. Könne mir, Herr Staatsminister, zu 100% mat unterschreiben. Dat wär eng richtig aus so. Bloß den Worten lasst Taten folgen. An dafür komplett zu sein. Will ich auch nach dem Herrn Staatsminister Büttel aussingeriert von dem Koalitionsakkord vom November 2018 zitieren. Und du seht, allgemein soll langfristig mehr Gerechtigkeit hergestellt gehen, richtig, töchte Partner auch auf steuerlichem Niveau. Ziel ist es, für eine steuerliche Neutralität herzustellen, unabhängig davon, ob eine Person bestört ist oder nicht. Wir gehen also auf den Weg von einer Individualisierung. Resultat: alles eitel Versprechen. Schon zitiert, wer da steht. 2 Milliarden, Herr Baum. 2 Milliarden, Herr Baum. Und die hat nur nachher gesagt. Ich hätte mich geschummt an ihrer Platz für etwas, wo ich 5 Jahre leicht hinkriegen, für das nachher zu sagen, dass sie gegen das mittelfristig hinkriegen. 2 Milliarden kascht er, 2 Milliarden, Herr Baum, kascht er Propos. 2 Milliarden, Herr Baum, kascht Propos, für jedem Steuerklasse 2 zu gehen, a Käse dabei verlieren. Fährt erst dann do aus so zu dem sogenannten finanzpolitischen Harakiri von ihrer Finanzminister. Die sagt, das engt an die Sitten der droppte Konträr, von dem wer der Minister beherbt. Allein die doten Finanzreform, Steuerreform, die der ugedurcht hat 2018, die hat an dieser Legislaturperiode 10 Milliarden mehr Schulden weiter bedingt. Ein von diesen die hat 3 Wahlversprechen. Er denkt, das wäre 100 Euro Mindestlohn, das den Sozialisten direkt gecasht. Zweitens wäre der Cannabis, also richtig verstanden, Legalisierung. Weil sitzen sie 4 Pflanzen auf dem Balkon, sie sind immer noch nicht da. Und drittens wäre gerade der Teil Steuerklasse 2 für jeden Verein. 2 von denen Wahlversprechen, wo wir mit dem Cannabis überhaupt nicht d'accord wären, die sind nicht angelesen. Und ich so nicht,
dat Wahlversprechen fir de Leiit ze soen schiet vereen gëtt no der Steuerklasse 2 besteiert a ke verleiert. Ech menggen dat werd so ball net fir net ze soen wohl nie ageleest ginn, weil dat ass finanzpolitisch Science Fiction. Dat bringt den weder finanzpolitisch, weder finanztechnisch a virun allem verfassungsmäßig zu Lützeburg antrei. Ich wees aber los schon am Jomoierem heieren, dass die dote Förderung Steuerklasse 2 für Schied verheen, dat klingt so super an 11 Meint op alle Weltplakater am Land vun Öwen vun der Wempeher bis innen op Mondorf werterem stoen. Grad wie die Inflationsbereingung vun der Steuertabelle. Wann nicht de Kollege Baumeieren mir machen eng Inflationsbereingung vun der Steuertabelle. Madame Backes die schwätzt vu finanzpolitischem Harakiri. Da könnt eng Motion, wo der eigentlich Herr komme nach Europa, wo der eigentlich de Kontresort dat an dem Staatsbudget op diesem Punkt steht. Mir merdet das wahrscheinlich für den Koalitionsfrieden für den iwwer den 1. Januar zu retten. 2019 seht der Staatsminister, et könnt hai am Land zu kengen Steuererhechung. Och en eidet Wahlversprechen erëm. Keng Upassung vun der Steuertabelle. Kollege Baum a viel Äner, dat ass einfach eng Kerlprogression. An eng Kerlprogression könnt an alle vum Duden iwwer de Dallos an ich wees net Gott werd no lesen, eng Kerlprogression, dat heescht Eiskerl méi steieren. Afir allem die Kkleng am Mëttelverdiener leiden dodrümmer. Fandieret noch mal, die Damen an die Herren, dass grad an diesen Zeiten eng Person, alleng erzählen Person, 4.000 € brutto, du hast nach net gut gestiefelt im Land, dass de nach 3.000 € netto recht bleibt, an och mat Ehren Loyersdeckelungen, da kommt man nach dazu, auch mat Ehren Loyersdeckelungen, mat den hege Spritpreiser, mat dem wer ze muss méi bezöllen op der Bank, die Damen an die Herren, gëtt schwéier fir de Person mat gegebenenfalls och nach Kanner diese Erschachschut, a wann der Molenkier, wann sie überhaupt eng Sold kreen, eng Pension alimentär net bezölt gëtt, schmengen, da steht lauter Rotzölen op der hierem Konto. Ich will och nach, erlernt man dat aber trotzdem zu soen. Und ich kind do bisssen op dat an, wo de Kollege Baum, de Moien am Numm vun der DP an André Bauler als och enke do drüber ergängen gesot. Ich will uns Zeiten erinnern, den Herr Ferner Oetschen Demos als Generalsekretär von der DP, also den hat eng Reetteilbanne gehall, den hat richtig geplot. Der hat richtig geplot. Ich will just enke soen wert am Kontext vun dem Spurpark. Dem Spurpark. Demos den eng CSV aus schwierigen Zeiten zu summen mat Kollege vun Sozialisten gemerk hun DP gesoten. An ich so ein Riechdraus Sozialisten hatten een ganz gut Propos, die auch durchgesetzt hun. Ging CSV. schon richtig fort. Haut sehen das richtig aus, dass nämlich die sogenannte Superfien, dass die eng Minimalbesteuerung sollten bezöllen. Und da ist ein richtiger Approsch, und die wisst doch, dass sie mir gesot hun, wie das Narrenke verdöbelt tut, dass man dat auch als CSV begrüßt. Wann ihn etwas Gutes mischt, soll dat auch von der Opposition gelöft gehen. Wie wann ich aber no gelesen, wer demos den Fraktionssprecher, den Herr Meisch, zu dem Steuerparkern Spurpark gesot wird, den hört geschwert vu Steuergranaten. Steuergranaten. Ich zitiere, ich brauche nicht mehr nach einmal op all einzelne Steueraugmentationen hinzuweisen. Solidaritätssteuer. Als Solidaritätssteuer aufgesetzt wie bei der DP. Nein. Mindestbesteuerung. Als Mindestbesteuerung der Tisch dem Monto, ab dem in Steuer bezahlt, als den abgesetzt gehen. Nein. Als der Spitzensteuersatz bei der DP gleich blieben. Nein. En ass an Blut gängen. Richterweise ass an Blut gängen. Me der kann awer net der Viergängerregierung vu Steuergranatenreproch machen. Akzisen. Ja, ich wees dat, wo steht heinz do wéi. Akzisen, die Damen an Herren, sind déi bei der DP rofgesät gin. Neen, sie sind nach Drpp gesät gin. Alles dat werden DP, der CSV an LSAP-Regierung als Steuergranate firgeheit hun se an 9 Joer neicht geändert. Sie hunn de Leiit immer méi Steuern opgebrummt, an den Defizit beim Staat geht immer méi groß, inklusiv Staatsschuld.
Haut sind wir eigentlich op enger Situation, wo man de Monde à l'envers hun. Weil grad die Liberal, die Großliberalpartei bremst am meisten bei der Entlastung vun der Mittelschicht. A just fir et Chlor ze soen. Die Großsteuerreform, die jo ugedurcht gëtt, die x-mal ugekënnech gëtt, aber mir hun eng einfach Propos. Minimum 15.000 fir Steuerklasse 1R, 30.000 Steuertranche verbrederen, an Uwen eng Steuertranche bei, déi kascht net wie fälschlicherweis ugemerkt 2 Milliarden fir nach enke Chlor ze soen, déi kascht laut de Berechnungen, die man auch an der Finanzkommission kruten, die 600 Millionen Euro, nach enkeer die 600 Millionen Euro entging gesät zu engem Plus vun ich ging beschummende Leiit, dat du aus der Tasche zu welle, vun 900 Millionen Euro méi Lohnsteier vun engem Joer op den Erden. An dobei stimmen sogur Majoritätspolitiker an net die manst, an auch die Großgewerkschaften eigentlich der Forderung vun der CSV zu. Ich denken heute zum Beispiel in de freieren Sitzteilbannen Minister, Vizepremier an heutigen LSRP-Deputeten. Ich sind nicht immer Mathemens, mir ha aber voll errecht. Wo ihr seht, am Quotidien meint ich, das auf Französisch, wir verlesen ich doch auf Französisch. Ihr seht, l'argent est là pour mener une réforme fiscale. Seht, den Herr Kersch, weiter. Une augmentation de 495 Millionen Euro, das wäre die erste Erdmeint. Das Jahr nach enke wiederholt, wir sind mittlerweile bei geschärften 900 Millionen Euro, also mehr wie das doppelt, sur une année, c'est fou. C'est fou. Seht den Herr Kersch? Ce chiffre, à lui seul, démontre que l'argent est là pour mener une réforme fiscale. Seht den Herr Kersch, 34. Mei deitlich, die Damen und Herren, als hei nach den OGBL an engem Kommuniqué am Vierfeld vom Budgetsdepot an der heutiger Debatte dringender Appell des OGBL. Stoppt den Nettoindexklau, passt die Steuertabelle an die Inflation an. Weiter den OGBL. Seit 2017 wurden die Steuerzahler aufgrund des regierungspolitischen Verzichts der Anpassung der Steuertabelle an die Inflation bereits 5 realen Steuererhöhungen ausgesetzt. Also wenn ich richtig verstehe, sind wir bei 5. Eng nächsten Indextranche, die steht 400 Dirkens am Dezember oder am Januar, sie bei enger 6. Am April könnt ihr die nächst, für die Meeschkritze dann ausbezahlt, sie bei enger 7. An ich kann nicht auf der Chamberstribüne so werden sie es gesagt haben, der Staatsminister hat anscheinend gesagt, dass wir so sicher, dass kein ich so nicht dabei sind. Wir sind so sicher, dass kein dritten Indextranche ging kommen, wie bei den Engeln. Gut. Dann lesen wir einfach auch an einem Kommuniqué von der LSRP an dem OGBL, wo den Herr Kruchten, auch ein eminenter Fraktionssprecher von der Lützeburger Sozialistischen Arbeiterpartei, wo die seht, il est grand temps d'entreprendre cette réforme fiscale, une réforme fiscale que nous plaçons sous le thème de la justice fiscale, richtig, en faveur d'une plus grande équité. Nous proposons une réduction substantielle des impôts sur les salaires et l'introduction d'un barème d'impôt unique. Das ist so. Wenn ihr damit d'accord seid, die Majorität auch Chance an der Chambre für eine Inflationsbereinigung von der Steuertabelle zu machen. Mir steht just zu wieder. An auch CGFP, die Damen und Herren, vermisst an ihrem Kommuniqué zum Budget für Göst strukturelle Reformen im Steuerbereich. Mit Bedauern stellt die größte Gewerkschaft an dem öffentlichen Dienst, also CGFP, fest, dass die Regierung erwartungsgemäß in dieser Legislaturperiode nicht mehr dazu bereit ist, die längst überfällige Anpassung der Steuertabelle an die Inflation vorzunehmen, derselbe schreiben den LCGB, gerade wie auch de Konsumentenschutz. Wer zielt dann lo mei, Herr Staatsminister Büttel? Den Nee zur vermeintlicher finanzpolitischem Harakiri von der DP-Finanzminister Juriko Backes oder de Ja zu den steuerlichen Entlastungen von ihrem Koalitionspartner an auch von der großen Majorität von der Opposition hier im Parlament gefordert, inklusive der großen Gewerkschaften. Herr Staatsminister,
mir lausren op dem Punkt op Erdfurt an Leiit grad wie mir willen endlich dozo Chlortext. Den Titel aufschließend Herr Präsident vom Budget as realistisch, solidarisch a responsabel. Den Titel vun der Lehre vun der Nation as Verantwortung überholen. Mir stelle fest, beides as Etiketteschwindel. Et steht Verantwortung drop, mir et as sos neicht wie Verschiebebahnhof op Oktober 2023. Für CSV as het ganz klar, Leiit brauchen Entlastung a Perspektiven lo an net just Exkusen a verstrichten op Mokusdag. Bis du nicht merci.